Wow. Ich weiss, was du denkst. Du wirst jetzt wahrscheinlich denken, hey Kollege, du hast dich gerade vor GTA 5 durchgegamet. Wieso kommt jetzt da wieder ein neues GTA 5 und fahr wieder von vorne an? Ja, es ist ja so. Ich habe gedacht, weil GTA natürlich so ein fester Bestandteil ist von meinem Channel, kann ich das Game nicht einfach so sacken lassen und darum kommt es jetzt wieder. Aber das mal spielen wir es nur in der Ego-Perspektive und ich wünsche euch viel Spaß dabei. No one gets hurt. Go! Open the door. They'll get worse than hurt. Hey! Come on! Finally! Don't do anything. Let's go! Shut up! Shut the fuck up! Let us go out of here. In the back. Come on! Let's go! Come on! Hands behind your back. Oh, come on, mister. We're giving you everything you want. Don't even think about it. I'll do it. Oh, God. Get in there. Sit tight. I'll handle the blasting. Don't blow yourself up. Listen up. Hurry. What's he in the bag? So, salut zusammen und herzlich willkommen zurück zu GTA 5. Wie euch gesagt, genau richtig. Wir fangen wieder von vorne an bei GTA 5. Das Mal spielen wir aber nur in der Ego-Perspektive. Wie ich schon vorher gesagt habe, bei dem kleinen Break, den wir gemacht haben. Und ja, ich habe es noch nie in der Ego-Perspektive durchgespielt, darum wird das wahrscheinlich ziemlich witzig werden, weil die Ego-Perspektive ist ja generell eigentlich ein bisschen für den Arsch bei diesem Game. Also ich kenne jetzt niemanden, der sagt, ich spiele nur in der Ego-Perspektive. Aber wir machen das jetzt, wir spielen die ganze Story durch, nur in der Ego-Perspektive und ja, noch voll Bock eigentlich drauf, weil ich glaube, das Spielerlebnis wird schon komplett anders sein. So. Holen wir da mal wieder Kohle. Wir wissen ja eigentlich schon ein bisschen, was das geht. Oder ja, wer das Game eigentlich heute noch nicht durchgegamet hat, 7 Jahre später, wo es rausgekommen ist. Also sorry, der ist ja kein Kommentar dazu. It'll be quick. Fuck! You didn't have to do that. Let's get going. There'll be time for grieving later. Yeah, you got that right. Let's go. So, also, haben wir den mal geschafft, kurz umnieten. Jetzt gehen wir hier in die Deckung. Nachher sollen wir noch umschauen. Hey, ich glaube, es wird speziell werden, nur in der Ego-Perspektive. Aber ich habe voll Bock drauf. Weil eben halt, es ist wirklich ein komplett anderes Spielerlebnis schlussendlich. So, komm, lauf schneller. Und mir nimmt es auch Wunder, was Rockstar so gemacht hat. Anders vor allem als bei der Third-Person-Ansicht. Ah, das ist gar kein Gegner. Ich baller dort 100 Jahre her. Hallo? So. Also eben so können wir noch näher herzoomen, so haben wir dann nachher noch die bessere Ansicht eigentlich. Irgendwie voll so der COD-Style, habe ich das Gefühl. Oh shit. Muss mich ein bisschen daran gewöhnen zuerst. Es fühlt sich ein bisschen komisch an zum Spielen, vor allem eben die Steuerung ist ein bisschen anders. Also es ist jetzt wirklich nicht nur so, dass einfach noch eine andere Ansicht dazu ist, also sind da schon ein bisschen etwas umgestellt. Da merkt man schon gerade auf den ersten paar Metern, wo man da spielt. So. Also steigen wir da mal ein. Put that bitch's face against the glass. You see that? Yeah, you're a real stout. Fuck, how'd that happen? Go! Fuck. Jeez, I think they're gonna... Fuck, local yokel's spotted. This guy's a dick. Fuck you, So, also und jetzt fahren wir mal in die Perspektive. Das habe ich schon ein paar Mal gemacht, also beziehungsweise einfach zum schauen, was da drin ist.
Und jetzt fetzen wir da mal zu der, zu dieser Farm oder so, was da vorne ist. Fährt sich irgendwie komplett anders. Also, ja, nein, nicht komplett anders, das ist das falsche Wort, aber schon ein bisschen anders. Wow, fuck. Schon ein bisschen anders. Also, es fühlt sich vor allem anders an irgendwie. Es kann aber auch sein, dass wir das nur einbilden. You guys alright? Fuck! Come on! Ditch the car, alright? We can go this way to the chopper. No! Hey! Stick to the plan. What? Stick to the fucking plan. Come on! Where the fuck's the chopper? Fuck. I'm gonna check around back. Ah! Oh, the fucking bed! Someone must have fucking talked! Alright, Brad's gonna be fine. We gotta get the fuck out of here. I'm hit! Oh, Jesus! T, you gotta get out of here! I'm gonna leave you, Mikey! Go! God, I'm not gonna be fucking gonna bleed out. Go! No! Die, you cocksucker! So, also sind wir da ja nochmal ein bisschen ballern da. Fuck you! Fuck you! Fuck you! Fuck you! Boah, es steuert sich auch anders, Mann. Stand in here! Finish me! Ist jetzt der Vater gestorben? Nein, der lebt immer noch da. You fucking cocksucker! So, schau die wieder auswählen, die Perspektive. Also Perspektive einfach da, so andere Zielmodus, Dingsbums da. Motherfuckers! Hey, you, hey! Where's the chopper? Fucking stay back! You come near me, she's fucking dead! Stay back! Go! Go! Was not always a good husband, not always a good citizen. He did not die a hero's death, but he was a man. Our Lord was crucified with 2 thieves. So perhaps we should not judge. We are born of sin and we die in sin. And in this, Michael, like anybody else, Father, we do not know your infinite mysteries, but we know that you will show mercy to our friend. Gut, also dann haben wir da mal den Prolog mal durchgespielt, schon mal, den ersten Teil. Und jetzt starten wir da ins Grand Theft Auto 5 rein. Beziehungsweise wir gehen auf Los Santos jetzt. Your son, James. He's a good kid. He's a good kid? A good kid? Why? Does he help the fucking poor? No. He sits on his ass all day, smoking dope and jerking off while he plays that fucking game. If that's our standard for goodness, no wonder this country's screwed. And what about you? What about me? Hey. I don't have the advantages that kid has. By the time I was his age, I'd already been in prison twice. I robbed banks. I ran whores. I smuggled dope. And you consider them achievements? These were the opportunities I had. At least I took them. And where did these opportunities get you, Michael? They got me right fucking here. The end of the road. With a big house and a useless kid, and I'm stuck talking to you because no one else gives a shit. Oh, I'm living a dream, baby. And that dream is fucked. It is fucking fucked. Let it all out. I think I just did. Oh. Well, I think that's all we have time for. The same time next week?
I guess. Oh. I gotta tell you, I ain't too sure this shit is working for me. Well, a sense of overriding futility is a vital part of the process. Embrace it. Whatever you say, Doc. Immer wenn ich so das sehe, so den Teil da oder da den Anfangsteil von GTA 5, wo sie so ein bisschen die Stadt zeigen und so, mit dieser Musik und so, da weiss ich immer noch genau, wie ich mich gefühlt habe, damals, wo es auf PS3 rausgekommen ist und ich hätte an dem Tag, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, so eine kleine Story nebenbei, machen es nicht nachher. An dem Tag, oder beziehungsweise in dieser Woche, wo GTA 5 rausgekommen ist, bin ich eigentlich am Schnuppern von einer Lehrstelle. Und an dem Tag, wo GTA 5 rausgekommen ist, bin ich krank gewesen. Oder ich musste krank sein, beziehungsweise, ja, krank bin ich nicht gewesen, aber ich einfach nicht gehen und habe gesagt, ich bin krank. Weil ich das müssen gamen. Ich konnte nicht warten. Wirklich nicht. Also ich konnte nicht warten bis zum Abend und das dann ist dann Spiel. Ich musste der Erste sein, der das spielt. Und ich weiss auch, GTA 5 ist tatsächlich sogar noch per Overnight Express gekommen. Also am Morgen früh ist es mit dem Postauto gekommen und habe es bekommen. Irgendwie am Morgen um 8 Uhr oder so habe ich es schon gehabt. Aber ich glaube, sie hat die Story schon mal erzählt. Man, shit gotta be around here somewhere. Unless they buried it under the sand, fool. Another brilliant Lamar Davis production. Man, fuck you. Hey, excuse me, homie. Can you tell me where Berto Beach House is? No, homie, I cannot. Man, would you come on? Actually, yeah. It's that house right there, with the yellow stairs. Yeah. Good looking out, homie. Appreciate it. Man, get your stupid ass on. Damn, why don't you ask him if he knows the fucking owner? Or better yet, do some skywriting that reads there's a couple niggas here about to boost some cars in case somebody didn't realize. See, what you don't realize is we ain't boosting. This shit is legit business. Legit? Oh yeah, I forgot, huh? 401ks, tax returns and all? Yeah, right. You the one all pumped up on doing this lick, nigga. I'm getting my money in the hood. I'm straight, fool. I'm cool. You cool? Cool what? Slinging dope and throwing up gang signs? Yeah, right. Whatever, homie. Yeah, homie. This the spin knot right here. Your boy Simeon wasn't bullshitting. Man, get your ass in there. You bring your ass, fool. Always trying to boss somebody. Come on. Come on. Oh shit, come on. So, gut, also jetzt sind wir ja da, der Franklin und Lamar. Der im Lamar seine Stimme tue ich jetzt mal nicht verfälschen wieder, weil es haben sich ja einfach beim alten Let's Play ein bisschen, ja nicht aufgeregt, aber es haben sich ein paar immer wieder gefragt, wieso hat er so eine komische Stimme. You always was old choosy, motherfucker. So, wir nehmen da wieder den F9, oder 9F heisst der, glaube ich. Ja, Hauptsache, also das Auto ausgesehen wie der R8, schlussendlich. So, also das mal versuchen wir mal vor dem Lamar beim Union Post, oder wie es heisst, die Bank anzukommen. Einfach bei dieser Kackbank halt. Oh shit, ich bin nicht um. Wow, in der Ego-Perspektive, man, richtig krüppig zum Fahren gerade. Aber ich weiss, wo er jemand durch muss, oder wo er jemand durchfährt. Man kann nicht überholen. So, jetzt sind wir innen durch. Wow! Alter, der rammt mich! So ein Sack, ey. So ein Sieg hat mich einfach weggerammt. Easy, einfach mal durch die Strassenlaterne durch. Wow, Jesus, geht auf die Seite. So, ich fahre jetzt einfach schon hier durch. Dann fahrt ihr nachher hier runter. Oh, Jesus. Das war jetzt recht knebel, Mann. So. Ah, ist ja gerade hinter uns wieder. Wow! Das hat sich jetzt komisch angefühlt, wie ich geflogen bin. Scheiße.
Ja, er fährt jetzt dort durch, wir fahren jetzt so durch. Ja, das Auto stützt sich viel direkter. Oh shit, ich bin falsch gefahren. Aber da müssen wir eh durchfahren, also er fährt hier auch durch, von dem her. Gerade noch gut Kurve bekommen. Wow! Alter Schwede! Wow, 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 wow! Alter! Wow, fuck ey! Wie fast in die Wand eingeflogen dort. What you gonna slow up the road for, dog? Move over so the traffic can flow through. Whatever, nigga. I'll let something flow through your ass. Dog, I ain't too sure that joke works, dog. Oh, shit. Oh, shit, the one time. Be cool, fool. We got the paperwork. Whatever, you explain that shit. I'll see you at the dealership. Explain that shit my ass. Hat jetzt so geplatzt? Ist das ein Pneu gewesen? Ja, komisch dann. So, wir fahren jetzt hier schnell gerade Ding runter. In Ellis River runter da, oder einfach hier in die Einfahrt. Ah fuck, stimmt, das ist schon weiter hinten. Jedes Mal fahre ich einfach... Ah. So, wir gehen schon einfach so um. Dann nachher... Fuck, wieder zurückfahren. Hinten uns kommt gerade Schmier. Kann ich da springen? Normalerweise sind immer so die Dinger kaputt, yes. Oh, ich weiss nicht, wo ich lande. Oh. Das ist schon ein bisschen komplett anders zum Fahren. So, gut, haben sie verloren. Oh. Und jetzt bringen wir das Auto zurück zum Simeon. Und dann nachher haben wir da schon mal die erste Mission bestanden. Ich nutze jetzt so extra ein bisschen für die Fähigkeit aus. Oh shit. Das Auto lenkt sich verdammt direkt jetzt so. Oh, schau, da ist das Polizeiauto. Moin! So. I don't get you, bro. You are a racist and I don't like you. And I will not sell you this car. I will not. You make my skin crawl, you neo-Nazi. Hey, you are all the same. This racist insulted me. Hey, what's up, fool? Who you calling a nigga? No, I'm not calling nobody a nigga. Wait, what the fuck? I mean, N-word. That's not cool, man. I don't say that. You fucking right, and you better keep it right, because this man right here, he's an international businessman, a multiculturalist. That I could not have said better myself. But seriously, maybe he's not a racist. But I don't think that he is man enough for a car like this. Wait a second. This guy right here, him, get him a hybrid. That's a real man's car. I think you are right, Lamar. You get a tax rebate. I understand. Money is an issue, eh? Money isn't an issue. This is the best part. Watch this when he reel him in. He gonna get all his full money. Watch this. Look, man, I gotta go. Hey, Simeon, I'm out. I'll holler at you, homie. It's the best part, man. So, Jimmy. Gut, also jetzt haben wir hier die zwei Autos abgeliefert. Und jetzt fetzen wir zum Franklin seiner alten Hütte. Da hat wohnt er ja noch nicht in Vinewood Hills oben. Also ich glaube, ich kann ja schon ein bisschen spoilern, oder? Ich meine, jeder hat das Game schon durchgegamed. So, also dann fetzen wir jetzt mal rüber. So, da lang. Und dann liefern wir mal den Lamar hier noch in der Hood ab. Beziehungsweise, wir wohnen ja noch in dieser Hood. Ach, es ist schon komisch zum Gaming, wie nur in der Ego-Perspektive. Du kannst gar nicht mehr so mit der Ego-Perspektive schauen, wenn ich, also ich wechsle nur die Ansicht, wenn ich etwas anschauen von neuem, dann sieht man es ein bisschen besser. Aber sonst ist es echt komisch. So. What's up? Can a low come up in your crib? Man, fuck you. I'll see you at work. Oh, nigga, don't hate me because I'm beautiful, nigga. Maybe if you got rid of that old yee-yee ass haircut you got, you get some bitches on your dick. Oh, better yet, maybe Tanisha will call your dog ass if she ever stop fucking with that brain surgeon and lawyer she fucking with. Nigga. What? Oh, fuck. Ooh, honey.
Y'all telling me? Oh, he here. We living on top of each other, and it ain't right. Shoo! Shoo! Get on out of here. Okay, baby. I see you at the thing. You hear? I was on the phone, boy. Don't be listening. Goddamn freeloader. So, also da wird uns ja jetzt einfach nochmal ein bisschen alles erklärt, aber das wissen wir ja eigentlich schon alles. Jetzt hätte ich nachher kurz in seiner Bude da ein bisschen rumschauen. Vielleicht jetzt so ein bisschen Anspielungen auf alte GTAs. Da sehen wir schon mal eins grosses, der Mad Dog. Auf GTA San Andreas, da ist irgendwo so eine CD gelegen, genau da. Jetzt noch so viel Zeug. Yearbook haben wir den noch, 2010. Schon ist immer so ein bisschen witzig, was man da so sieht für Anspielungen. Aber sonst hat es da, glaube ich, nicht mehr so. Der bekannteste, wo glaube ich jetzt ziemlich jeder weiß, ist da so in einem Badzimmer. Ist da innen, ja. Da steht ja ZJ's Zaberstehen. Und sonst haben wir, glaube ich, nicht mehr so Anspielungen, nehme ich mal an. Sieht nicht so aus. Ja, gut, dann würde ich mal sagen, haben wir mal eben den Prolog und die Mission geschafft. Wenn wir es rausgeben, dann kriegen wir mal irgendwie schon fett Cash über, genau. Und der Simeon läutet da. Franklin! Hey, what's going down, home? The market, my boy. Liquidity's a bitch. Get over here so I can give you the new repo list. Alright, dog. I'll be around when I get a chance. Gut, also jetzt haben wir da noch diverse Sachen freigeschaltet, weil wir halt eben GTA Online spielen und weil dazu mal noch irgendwie, glaube Steelbook, mal der Limited oder weiß nicht was, Collectors Edition gekauft haben, ja, whatever. Darum hat es da schon mal ein bisschen Cash gegeben für die es nicht wissen und der Typ schaut mich richtig schräg an. Gut, dann würde ich mal sagen, wäre es das mit der ersten Folge von GTA 5 in der Ego-Perspektive. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich immer über eine Bewertung freuen, sowie auch über ein Abo, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und wenn ihr das Video teilen und sonst sehen wir uns dann einfach in der nächsten Folge wieder von GTA 5. Bis dann sage ich mal, macht's gut, schönes Tag noch und ciao!